Es ist Samstagmittag und Dino-Mama Franny steht mal wieder am Küchenherd, um das Essen zu kochen. Das Dino-Baby hockt im Kindersitz und schmeißt die leere Nuckelflasche zu Boden. Mehr! Wenn dein Fläschchen leer ist, ist dein Bauch ganz voll. Nicht voll, immer noch leer, will mehr! Nichts mehr. Das nächste Fläschchen gibt's vorm Schlafengehen. Oh, Baby ist müde, muss schlafen gehen. Muss nicht schlafen gehen. Muss schlafen gehen. Muss nicht schlafen. Mein Fläschchen! Erst vorm Schlafengehen. Mama, können wir jetzt endlich mit dem Essen anfangen? Ich komme vor Hunger. Hab schon ganz magere Schenkel bekommen. Nun übertreib mal nicht. Es gibt gleich was. No, ich begreife nicht, warum die ganze Familie auf Robby warten muss, bis er von seinem blöden VfJM zurückkommt. Langsam, na. Nun spricht mal nicht so abfällig über den Verein fleischfressender junger Männer. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals im Verein aufgenommen wurde. Ich wurde zu einem echten Fleischgenießer. Muss man da wirklich ein lebendiges Mastodon mit den Zähnen zerfleischen? Ja, das ist die Grundübung. Eine sinnvolle Lektion fürs genussvolle Fleischfressen. Nur im VfJM lernt man, wen, was und wie man richtig zerfleischen kann. Dauert nicht mehr lange, dann haust du deine Beißerchen auch schon in rohes lebendes Fleisch, was, Junior? Währenddessen kommen Dino-Sohn Robby und sein Freund David vom VfJM, dem Verein fleischfressender junger Männer, und bummeln noch ein wenig durch den Wald. Mein Alter beißt mir den Kopf ab. Du hast keine Panik. Alle haben ihr Mastodon zerfleischt und ich hab meins angesehen, die Zähne gefletscht und das große Würgen gekriegt. Mann, du hast ein bisschen Lava gespuckt. Das kommt vor. Ich bin wirklich ein echter Fleischfresser. Tja, vielleicht ist der VfJM nicht das Richtige für dich. Erzähl das meinem Vater, der VfJM ist sein Ein und Alles. Weißt du, Fleisch ist nun mal nicht jedermanns Sache, Robby. Vielleicht bist du ja auch ein, Gemüsli-Dino. Du spinnst wohl. Ja, aber möglich. Nein, ich doch nicht. Mein Vater mag Fleisch, meine Mutter mag Fleisch. Ja? Meine Schwester, Mann, die mampft tonnenweise Fleisch. Ich muss einfach Fleischfresser sein. Fleischkonsum muss nicht unbedingt erblich sein. Viele Dinos sind ab und zu mal auf den Gemüsetrip. Ja. Ich zum Beispiel. Du? Du bist einer von denen? Ja. Wirklich? Ich meine, wie lange weißt du das schon? Also geahnt habe ich schon seit langem. Etwa seit ich 12 war, fühle ich mich beim Anblick von Grünzeug immer so hungrig. Mann, das hätte ich niemals von dir gedacht. Und an Wochenenden schleiche ich mich meistens raus und gehe in diesen Gemüslischuppen am Stadtrand. Du kannst ja irgendwann einfach mal mitkommen. Nein, vielen Dank. Ich habe keine Lust, irgendwelches Gras zu futtern. Ach, du musst doch da nicht unbedingt was essen. Du siehst dich einfach um und guckst dir ein paar Mädchen an, Robby. Ach, meinst du? Na klar. Du, ist dieses Gerücht eigentlich wahr? Welches das mit dem Chlorophyll? Ja. Das macht sie ganz wild. Au! Ja, heute Abend gehe ich hin. Wollen wir uns da treffen? Selbstverständlich willigt Robby ein und man verabredet sich für den kommenden Abend. Doch vorerst wartet die restliche Dino-Familie zu Hause auf Robby. Auch die Dino-Oma ist dabei. Entschuldigt die Verspätung und hallo allerseits. Hey, da ist ja mein kleiner Fleischgenießer. Papa, hör auf, Papa, lass das. Hör auf. Schluss jetzt, ihr beiden, wir können essen. Das ist mein Charlene. Mein Sohn, wir haben uns mächtig oft in die Wolle gekriegt, aber nun bist du auf dem richtigen Dampfer. Ich bin wirklich stolz, dein Vater zu sein. Das wird was geben. Ich habe gerade mit Emma König telefoniert. Und sie Erzähl uns das später, sonst wird das Essen kalt. Sie sagt, dass Peter Rubin gesagt hätte, dass Diana Klein gesagt hat, ihr Freund hätte gesagt, Robby hätte sich auf die Schuhe gereiert bei der Charlie, hör endlich auf, sonst beiß ich dir den Kopf ab. Er ist kein Fleischfresser, er ist Fleischverweigerer. Hey, komm her, bleib stehen. Robert, ist das wahr? Das Ganze war sowieso totaler Schwachsinn. Warum sollte ich so ein armes Mastodon zerfleischen? Ich meine, was hat das Tier mir getan? Es ist kleiner als du, das hat's dir getan. Die Großen verputzen die Kleinen, so war das immer in der dinokratischen Gesellschaft. Und daran wird sich auch nie was ändern. Tja, das ist nun mal unsere Nahrungskette. Mach mit oder steig aus. Ja, es gibt aber auch Dinos, die die Nahrungskette ablehnen. Du weißt sicher auch, wie wir die nennen. Bitte nicht bei Tee. Gemüsli. Oh je, wo hast du das denn her? Das hat er vom Fernsehen. Die sagen da heute, was sie wollen. Das Fernsehen ist schuld am Verfall der Moral und dem Untergang von Familie und Dinokratie. Wir sollten ihnen das mal schreiben. Mutter, Was? halt dich da raus. Oh, ich habe eigentlich überhaupt keinen Hunger. Du wirst dich hinsetzen. Wenn deine Mutter Zeit hat, das Essen zu töten, wirst du wohl auch Zeit haben, es zu essen. Warum müssen wir eigentlich jeden Tag Fleisch essen? Im Gemüse sind alle lebenswichtigen Aufbaustoffe. Oh. Siehst du, jetzt ist es passiert, Fran. Die grüne Gefahr hat sich in meinem eigenen Haus eingenistet. Robby ist keiner von den Radikalos. Die kriechen klammheimlich unter jedes Bett. Robby, ich frage dich jetzt kurz, klar und deutlich.
Bist du oder warst du jemals einer von diesen Gemüsli-Dinos? So ein Blödsinn, darauf muss ich nicht antworten. Entweder du antwortest oder du gehst in dein Zimmer Aber rauf. gern. Dein Sohn hat mich mal wieder schwer enttäuscht, Fran. Stück für Stück frisst er sich systematisch durch mein ganzes Nervenkostüm. Ja, von dem Fressen wird ihm bestimmt wieder übel werden. Aber ich liebe rohes Fleisch. Ich esse alles, was sich bewegt. Siehst du? Charlene, von nun an bist du mein Sohn. Danke, Pat. Krieg ich da noch Geld für einen Lippenstift? Na klar, mein Sohn. Stark. Ich lasse aber nicht zu, dass du Robbie so behandelst. Du gehst sofort zu ihm rauf und redest mit ihm. So, das willst du also. Und ich sage dir, was ich will. Ich will hier friedlich sitzen und mein Abendessen genießen. Ich werde nicht zu ihm raufgehen. So stelle ich mir das vor. Wenn ich mir schon was vorstelle. Robbie, dein Vater will mit dir sprechen. Will er nicht. Robbie? Robbie? Siehst du, Fran? Er ist weg. Getürmt. Mann. Ich komme freiwillig hier rauf für ein offenes Gespräch unter Männern. Und wie dankt mir das, dieser freche kleine Lurch? Er haut ab. Haut einfach ab. Hat kein Vertrauen. Hat kein Vertrauen zu seinen eigenen Eltern. So, ich durchsuche sein Zimmer. Earl, das machst du nicht. Ich will wissen, wie tief er schon drin steckt. Dino Papa Earl wühlt in Robbys Sachen und findet eine kleine Holzkiste. Und als er die Kiste öffnet, verschlägt es ihm die Sprache. Brokkoli! Ich hätte ja Verständnis für eine Möhre oder vielleicht für ein paar Salatblätter, aber muss es gleich Brokkoli sein? Och, mein Sohn ist ein Pflanzenfresser. Das muss ihm wohl jemand in der Schule gegeben haben. Robbie weiß sicher gar nicht, was das ist. Das hat der Junge eindeutig von dir geerbt. Was? Dein Onkel Elmo, der von dem niemand spricht, der hat auch immer die falschen Sachen gegessen. Oh, wenn ich nur ein bisschen besser gekocht hätte, wäre es nie so weit mit ihm gekommen. Ach, Fanny, hör auf, nicht weinen, mach dir keine Vorwürfe. Ich hätte ihn mit auf die Jagd nehmen sollen, als er noch klein war. Ich hätte ihm zeigen müssen, wie schön es ist, kleinere Tiere zu töten. Und dann ist es Abend. Dino-Sohn Robbie sitzt mit seinem Freund David in einer Salatbar, die gerade bei vielen jungen Dinos in Mode ist. Ja, gute. Probier mal. Ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin. Plötzlich kommt ein aufreizendes Dino-Girl zu Robbie und David an den Tisch und lächelt verführerisch. Guten Abend. Hallo. Ich habe dich in dem Laden noch niemals gesehen. Ja, weißt du, bis vor ein paar Tagen war ich noch Fleischfresser. Vielleicht bin ich's ja immer noch. Ich liebe den Geschmack von Gurken auf Dino-Lippen. Und dann betritt Dino Papa Earl den Laden. Robert Mark Sinclair. Papa, darf ich dir die Sache mal erklären? Ich Weißt will du, ich kein bin... Wort mehr hören. Wir beide gehen. Sofort. Dieser alte Dino hat ja echt voll die Pflanzenparanoia. Papa, du blamierst mich. Ich blamiere dich, ist es wahr. Ja. Ich bin nur froh, dass dein armer Opa das nicht mehr erleben muss. Du bist ein Fleischfresser, Ja. Robbie, und du gehörst nicht Ja. zu denen hier. Ja, also Papa. komm schon. Hör mal, du musst dich jetzt entscheiden. Bist du Fleischfresser, Pflanzenfresser oder was? Aber wieso muss ich denn überhaupt irgendwas sein? Ich habe einen Traum. Dass man eines Tages einen Dino nicht mehr nach dem beurteilt, was er im Frühstückspaket hat, sondern danach, was für einen Charakter er hat. Bravo! Richtig, weiter so. Du bist ein echter Radikal. Ja. Lass meinen Sohn los, du Spinatschwester. Stell dich nicht so auf. Lass sie ihr Gemüse essen. Das geht dich doch nichts an. Wir beide gehen. Am nächsten Morgen, einem Sonntag, führt Dino Papa Earl seinen Sohn Robbie in den Wald. Ja, ich hätte dich schon längst mal mit raus in den Wald nehmen sollen, Robert. Ehrlich, Papa, ich will nicht auf die Jagd gehen. Es macht mir einfach keinen Spaß zu töten. Robert, hör mal zu, du bist kein Kind mehr. Jetzt pass mal auf. Ist ein Geheimnis. Ich hab's nicht mal deiner Mutter erzählt.
Als ich 14 war, habe ich mit Schnittlauch rumexperimentiert. Das war meine Salatzeit, aber aus dem Alter bist du raus. Wir sind Dinosaurier, wir sind fürchterlich, wir sind grausam, wir haben einen Ruf zu verlieren. Psst. Ganz ruhig, ich höre unsere Beute. Jetzt kannst du was lernen, pass auf. Erstmal ordentlich die Lippen anfeuchten. Und dann schleichen wir uns leichtfüßig an. Ein winziger Dachs steckt seine Schnauze aus dem Gebüsch und wird sofort entdeckt. Na, da kann ich nur noch eins sagen. Mahlzeit. Nein, Papa, ich will nicht. Friss ihn! Ich habe überhaupt keinen Hunger. Einfach reinstopfen und gut Du durchkauen. kannst mich nicht dazu zwingen. Hey, was ist mit dem Jungen? Gar nichts. Mit ihm ist alles in Ordnung. Ist ein Grünzeug-Dino, stimmt's? Na. Verputz ihn und dann ab, damit wir endlich nach Hause kommen. Nein. Wissen Sie, mein Sohn war in dem Alter ganz genauso. Warum muss ich andere Tiere essen, Papa? Wieso muss ich mich an die blöde Nahrungskette halten? Was hast du getan? Ihn gefressen. Gute Idee. Ich bin hart, aber gerecht. Robby, der kleine Imbiss da hat wirklich recht. Wir leben nun mal in einer Nahrungskette. Und so haben wir schon immer gelebt. Der Große frisst den Kleinen. Das ist das Gesetz. Das einzige Gesetz, das überall auf der Welt gilt. Was ist das? Ach, nur das Sumpfmonster, aber keine Panik. Das kommt nur raus, wenn es wirklich hungrig ist. Na, das war aber mächtig knapp. Ah! Dino-Papa Earl trifft der Schlag. Mit einem Haps hat das gefährliche Sumpfmonster Dino-Sohn Robby und den kleinen Dachs verschluckt, die sich Sekunden später in dem großen Magen wiederfinden, in dem noch andere Tiere herumsitzen und auf die Verdauung warten. Wo bin ich? Haben Sie euch im Biologieunterricht überhaupt nichts beigebracht? Du meinst... Na klar, wir wurden gefressen. Ich war die Vorspeise und du das Hauptgericht. Wir sind in seinem Bauch. Ja, aber mach dir mal keine Sorgen. Bei deiner Größe wird es ein paar Tage dauern, bis es südwärts geht. Es kommt wieder was! Das flutscht so durch! Hey, wie kannst du hier einfach sitzen und darauf warten, verdaut zu werden? Ich werde mich wehren, ich bin ein Dinosaurier. Jetzt hört euch mal das Großmaul an und sowas steht so weit oben in der Nahrungskette. Ich werde dir mal was sagen, du Dino. Wir sitzen alle im selben Bauch. Franny! Wo ist Robby? Franny! Hast du Robby nicht gefunden? Doch, ich hab ihn gefunden. Hast du ihm die Nahrungskette erklärt? Er weiß jetzt wirklich alles, was man über die Nahrungskette wissen muss. Gut, dann können wir ja endlich essen. Er kann aber nicht mitessen. Earl, was ist denn los mit dir? Fran! Was? Fran! Was? Fran! Was? Fran! Was? Was fehlt hier? Ist er etwa gefressen worden? Oh! Sumpf! Oh, dieses Sumpfmonster! Ein Riesenmonster! Zähne! So viele Zähne! Oh, große Zähne, kleine Zähne, reihenweise Zähne! Das ganze wir Maul holen ihn voller da Zähne. sofort wieder raus. Was ist denn hier los? Oh, Charlene! Nein, es gibt Dinge, die sind einfach noch zu schrecklich für deine unschuldigen Ohren. Wer hat Robby gefressen? Oh, ich weiß es nicht. Sollte ich ihn etwa nach seiner Visitenkarte fragen? Aber du musst ihn doch gesehen haben. Oh, er war gewaltig. Er war wahnsinnig riesig und böse und furchtbar hungrig. Aber diese Typen im Wald gleichen sich ja wie ein Ei dem anderen. Ich kann es einfach nicht glauben. Robby, mein Bruder. Und gefressen. Oh. Earl, wir müssen sofort etwas unternehmen. Wie wär's, wenn wir sein Zimmer als Andenken zum Ankleidezimmer umbauen? Oh. Na dann nicht. Also, Earl, nun hör mal. Sumpfmonster brauchen Tage, um so eine große Mahlzeit wie Robby zu verdauen. Wir müssen ihn vorher rausholen. Aber was soll ich denn tun, Franny? Das Naturgesetz legt eindeutig fest, dass die Großen die Kleinen fressen. Und das bedeutet, das Sumpfmonster ist völlig im Recht. Das Naturgesetz verlangt von uns aber auch, dass wir unsere Kinder beschützen. Und zwar um jeden Preis.
Und dann lässt sich Dino-Mama Franny von ihrem Mann in den Wald führen. Ja, also, ich glaube, hier war es, glaube ich, irgendwo. Ja, da, der Baum. Da? Ja. Wo? Ja, da liegt ein Blatt, das ich wiedererkenne. Ja, hier war es. Gut. Du wirst da reinwarten und wirst nicht ohne Robbie wieder rauskommen. Der Sumpf ist sehr groß. Oh. Bestimmt gibt's hier 2 Dutzend Sumpfmonster. Und die sehen alle gleich aus. Alle mit den gleichen Riesenzähnen. Woher soll ich wissen, welches von denen sich Robbie geschnappt hat? Das ist es. Karten spielend sitzen Dino-Sohn Robbie und der kleine Dachs im Magen des Sumpfmonsters, als Dino-Papa Earl auch schon die Speiseröhre runterrutscht, um seinem Sohn zu helfen. Es kommt wieder was! Papa, du hast mich wirklich gesucht. Mama hat mich gezwungen. Finde ich trotzdem Saurier cool von dir. Hä? Du brauchst mir keinen Honig ums Maul zu schmieren. Du spuckst doch auf die Nahrungskette. Ja, genau. Wegen deiner Nahrungskette stecken wir doch in dem Schlamassel. Geschwätz. Wir werden bald verdaut, also hör bloß auf, mich wieder voll zu labern. Du willst, dass ich aufhöre, dich voll zu labern? Kannst du haben, du brauchst bloß den da zu essen. Hat das noch einen Moment Zeit? Hier, Full House. Straight Flush. Friss mich. Mann, was spielt das für eine Rolle, was ich esse und was nicht? Es geht jetzt nicht ums Essen. Ach, Es geht darum, dass du mir dauernd nur widersprichst. Was ich auch sage, du bist immer dagegen. Du isst nicht das, was du essen sollst. Du denkst nicht das, was du denken sollst. Und du tust einfach nie, was ich will. Nun sag mir doch endlich mal, was du gegen mich hast. Dann hüpf mich mit Vergnügen in den Verdauungstrakt unseres Gastgebers. ich habe überhaupt nichts gegen dich, Papa, aber ich finde eben nicht richtig, was du mir sagst. Ich wollte immer nur, dass du dein Leben genauso lebst, wie ich mein Leben lebe. Ist denn das zu viel verlangt? Ach, Papa, komm. Warst du immer der gleichen Meinung wie dein Vater? Immer, na klar. Naja, eigentlich fast nie. Aber warum fragst du? Also du und Opa, ihr habt genauso gestritten wie wir? Ja, aber mit dem Unterschied, dass er immer Unrecht hatte. Dein Opa war reichlich unterentwickelt. Er war ein wilder Dinosaurier. Er wollte, dass ich im Wald lebe, meine Kinder im Schlamm kriege, meine Kumpels auffresse und als Held sterbe. Und weißt du, für ihn war das auch in Ordnung. Aber ich wollte es besser machen. Also, vielleicht ist es völlig normal, wenn Söhne andere Ideen als ihre Väter haben. Vielleicht haben wir uns nur so weiterentwickelt. Ja, womöglich gehört das auch zum Naturgesetz. Genauso wie die Nahrungskette. Wie kommt es, dass du so schlau bist? Ich weiß nicht. Muss ich wohl von Mama haben. Ich find's bloß schade, dass wir beide verdaut werden und du keinen Sohn haben wirst, der dich so durcheinander bringen kann wie du mich. Papa, Ach, mein Sohn. Mein Sohn. Hört ihr zwei endlich auf damit? Mir dreht sich ja noch der Magen um. Was? Euer Geschnulze bringt mich zum Würgen, also Schluss damit. Genau. Ach, Robbie, du bist der beste Sohn, den sich ein Vater nur wünschen kann. ich will nur, dass du stolz auf mich bist, Papa. Jeden Tag aufs Neue. Mein Sohn, du machst mich so froh, überglücklich und stolz. Oh, ich hab dich so lieb, mein Papi, Papilein. Hey, und wir beide liegen uns auch in den Armen. Und binnen kürzester Zeit waren die beiden Dinos und alle übrigen Tiere aus dem Magen des Sumpfmonsters ausgespuckt. Hast du schon wieder geduscht? Noch 10-mal, dann ist der Gestank weg. Hat man dich ausgespuckt? Ja. Hat man dich ausgespuckt? Ja, Habt ihr mir ein Geschenk mitgebracht? Es gibt Fleisch und Gemüse. Jeder nimmt sich, was er will. Habt ihr das gehört? Eure Mutter und ich, wir sind doch noch nicht zu alt und bemoost, um dazu zu lernen. Zum Beispiel, dass meine Kinder selbst entscheiden dürfen, was sie essen wollen. Daraufhin beißt sich das Dino-Baby genussvoll in den Schwanz.
Ich bin da. Wer noch? Es ist Mittwochnachmittag und das Dino-Baby hockt, wie sollte es auch anders sein, im Kindersitz, während Dino-Mama Franny im Schlafzimmer die Betten bezieht. Da kommt Dino-Papa Earl zur Tür herein und überreicht dem Dino-Baby ein bunt verpacktes Geschenk. Sieh mal, was der Papa für dich hat. Nicht die Mama, sondern Papa. Von Mama? Nein, Mama hat nichts damit zu tun. Sie hat's zwar eingewickelt, aber Papa hat's gekauft von dem Geld, für das er eine Menge Bäume schubsen musste. Zeig mal. Das ist eins von diesen unglücklichen Superkämpferhöhlenmännchen. Den Stoffknips hat Papa für dich ausgesucht. Extra für dich. Von Papa für dich. Nicht Schleife. Die Schleife ist für mich von Mama. Mama. Die Schleife ist von Mama. Die Schleife ist von Mama. Müde und entnervt geht Dino-Papa Earl ins Wohnzimmer und gesellt sich zu seiner Dino-Tochter Charlene auf die Couch. Im Fernsehen läuft gerade das Werbeprogramm und beide Dinos schauen fasziniert auf die Mattscheibe. Hallo Freunde, hallihallo, hier ist wieder euer Fleischhauer Joe mit den super Angeboten der Woche. Als erstes hätten wir diese frischen Nacktschnecken, saftig, knackig und schleimig. Oh, lassen Sie sie im Munde zergehen und Sie spüren die Schleimspur bis tief in die Kehle. Das Pfund zu 1,95. Hey, wie wär's mit einer kühlen Erfrischung? Sehr geeignet für heiße Sommertage, gefrorene Sahne-Ratte am Stiel. Meine Enkel können nicht genug davon kriegen. Oh, Map. Feinschmecker-Alarm. Appetitäffchen sind wieder da. Appetitäffchen, die schmackhaftesten Pelztiere der Welt. Früher gab es sie in rauen Mengen, aber das ist vorbei. Machen Sie sich auf die Strümpfe, denn wenn die hier weg sind, sind sie vielleicht für immer weg. Na, dann mach dich mal auf die Strümpfe. Was, warum? Na, habt ihr nicht demnächst euren Hochzeitstag? Ja, und? Euren 20. Hochzeitstag. Schon möglich. Papa, das ist der Appetitäffchen-Hochzeitstag. Na klar, weiß ich doch. Denkst du etwa, dass er dich vergessen? Du solltest deinem alten Herrn wirklich mehr vertrauen, Charlene. Ist schon verdammt spät. Wie die Zeit vergeht. Ich wollte ja noch Winterreifen kaufen. Dino-Papa Earl macht sich schnellstens auf den Weg, um noch ein paar Appetitäffchen aus dem naheliegenden Delikatessengeschäft zu ergattern. Und schon wenige Minuten später betritt er mit einem großen Karton das Kinderzimmer, in dem Dino-Sohn Robby gerade seine Schulaufgaben macht. Robby, Appetitäffchen, sieh mal. Für Mamas und Papas Hochzeitstag. Ich habe die beiden letzten erwischt. Riesig. Bist du's? Oh, versteck sie schnell vor Mama. Ich komme, Franny. Dino-Sohn Robby widmet sich wieder seinen Schulaufgaben. Da öffnet sich plötzlich der Deckel des Kartons und die zwei Appetitäffchen blicken neugierig daraus hervor. Sie sollten uns doch verstecken. Siehst du nicht, dass er nachdenken muss? Ich erinnere ihn bloß an die Pflichten gegenüber seinem Vater. Also halte ich daraus. Hey, ich versuche hier einen Schulaufsatz zu schreiben, Wir ja? stören ihn. Was für ein Thema, Han? Aber das geht uns doch nichts an. Ein Sozialkundeaufsatz, aber bis jetzt ist mir nicht viel eingefallen. Warum Dinosaurier die Erde beherrschen? Weil wir groß sind. Kein schlechter Anfang, oder? Es lässt sich nicht abstreiten, dass die Größe der Saurier ihnen gewaltige Vorteile verschafft. Aber man muss bedenken, aufgrund des Dualitätsprinzips der Natur hat jeder Vorteil auch seinen Preis. Meinen Sie nicht auch? Also wisst ihr, Er kann uns nicht folgen. Versuch es ihm zu erklären. Aber gern. Warum ist es vorteilhaft, groß zu sein? Naja, wir können essen, wen wir wollen. Nichts gegen euch. Aber ja, versteht sich. Aber wenn Sie nicht an die Zukunft denken, wird es bald keine Nahrung mehr geben. Das wäre dann der Preis. Wie meint ihr das, keine Nahrung mehr? Meint ihr nicht noch mehr oder gar nicht mehr? Stellen Sie sich mal vor, das wären alle Trauben, die es auf der Welt gibt. Ja, und? Nehmen wir an, Sie essen alle Trauben auf. Na gut. So, und was weiter? Angenommen, Sie haben morgen wieder Lust auf Trauben. Dann gehe ich zum Supermarkt und kauf mir welche. Aber das waren ja die letzten Trauben auf der Welt. Na, dann esse ich eben was anderes. Sie beherrschen ja auch die Welt. Eine Welt ohne Trauben.
Das heißt, wenn wir alle aufgegessen haben, dann gibt es keine mehr. Ich glaube, jetzt hat er es verstanden. Ja. Aha, damit kriege ich doch mindestens 5 Seiten zusammen. Vielleicht hat er doch nicht verstanden. Ihr könntet mir jeden Tag bei den Hausaufgaben helfen. Ich meine natürlich bloß bis zum Hochzeitstag meiner Eltern. Oh. Am nächsten Morgen ist Dino Papa Earl auf seinem Arbeitsplatz, der riesigen Baustelle im tiefen Wald, und hält mit seinen Kollegen ein kleines Schwätzchen, ohne zu ahnen, dass der gefürchtete Dino-Chef Richfield sein Bürofenster geöffnet hat und somit jedes Wort verstehen kann. So, Dienstagabend ist unser Herrenabend. Was wollen wir machen? Hey, wie wär's mit Kegeln? Kegeln, super! Ich darf da wieder die Strichliste führen. Weißt du was? Du könntest die Kugel vielleicht mal mit dem Fuß auf die Bahn kicken. Ja, richtig komisch. Ich glaube, Bauhaus hast du mal nicht in den Armen. Dafür kann ich aber gewaltig besser Fußball spielen als ihr. Ja, klar. Hey, bist du dabei, Earl? Dienstag? Nein, da ist Frens Hochzeitstag. Ja? Meiner auch, wenn man es genau nimmt. Aha. Na, dann treffen wir uns eben um 8. Oh nein. Das ist ein ganz besonderer Hochzeitstag. Unser 20. Dino-Gold. Mit leckeren Appetitäffchen. Oh. Du hast Appetitäffchen gekriegt? Ja, 2 super saftige. Die beiden letzten, die sie auf Lager hatten. Also ich weiß noch, als ich ein kleiner Junge war, da hat man 9 Dino-Pfennig für ein Dutzend bezahlt. Ich habe 99 pro Stück bezahlt. Klar, weil man sie bloß noch so selten findet. Die Äffchen sind zu einer einsamen Seltenheit geworden. Aber gegen so einen Leckerschmecker schmeckt selbst die delikateste Delikatesse wie ein aufgeweichter Strohhut. Hab schon Millionen verputzt. Ich auch. Ja, hab ich auch. Ich frag mich, wo sind die alle geblieben? Tja, wer weiß? Könnte glatt sein, dass du die allerletzten erwischt hast, du Glückspilz. Genau. Sinclair! Kommen Sie mal her! Sie wollten mich sprechen, mein Chef? Ich habe gehört, Sie feiern demnächst Ihren 20. Hochzeitstag, Sinclair. Ist verdächtig freundlich von Ihnen, dass Sie das interessiert, Boss. Ich nehme an, Ihre Frau freut sich schon mächtig auf den Appetitäffchen Festschmaus. Das möchte ich aber stark annehmen. Ja, ein gutes Tröpfchen Wein, romantisches Kerzenlicht und diese Appetitäffchen schmecken ja auch so unwahrscheinlich fein und saftig. Dabei werden Sie und Ihre Frau sich bestimmt tief in die Augen sehen, dann wird Süßholz geraspelt, Sie sagen beide, wie sehr Sie sich noch lieben und wer weiß, vielleicht gehen Sie dann sogar nach oben. Das können Sie vergessen. Vergessen? Ich will diese Appetitäffchen haben. Was? Sie sind meine Lieblingsspeise und überall ausverkauft. Sie haben welche und ich will sie. Wenn Sie mir die nicht geben, dann beiße ich Ihnen den Kopf ab. Aber, halt, ich kann sie Ihnen nicht geben, Chef. Sie sind für meine Frau. Wenn sie nicht kriegt, würde sie das furchtbar unglücklich machen. Sagen Sie mal, wie viel wäre Ihnen das Glück Ihrer Frau wohl wert? Naja, ich verstehe schon, worauf Sie hinaus wollen, Chef. Aber für kein Geld der Welt würde ich meiner Frau ihre Appetitäffchen wegnehmen. Das Glück meiner Frau ist unverkäuflich für mich. Hier sind 50 Scheine. Ja, vielleicht nicht so ganz unverkäuflich. Aber bei allem nötigen Respekt, ich habe doch auch sowas wie eine persönliche Würde, die ich mir nicht nehmen lasse. Man hat nur einen 20. Hochzeitstag und wenn ich Ihnen die Appetitäffchen verkaufen sollte, wie viel ist denn meine persönliche Würde wert? Ich gebe Ihnen 23 Scheine dazu für Ihre persönliche Würde. Das ist ein Angebot. Und was ist mit meiner Selbstachtung? Die ist natürlich schon im Preis inbegriffen. Oh, gut. Dino Papa Earl zögert, doch dann steckt er das Geld ein und das Geschäft ist besiegelt. Am Nachmittag dieses Tages öffnet sich die Tür vom Kinderzimmer und Dino-Sohn Robby schleudert wütend seinen Ranzen in die Ecke. Die beiden Appetitäffchen müssen blitzschnell ihre Köpfe einziehen, um nicht getroffen zu werden. Ach, na, vielen Dank auch. Hab ne 5 minus. Hey, passen Sie doch auf. Frag ihn Oh, Entschuldigung, hab euch beide nicht gesehen. Er sieht genervt aus. Hoffentlich nicht unsere Schuld. Sehr schlimm. Warum beherrschen Dinosaurier die Erde? Habt genau das geschrieben, was ihr gesagt habt. Und zwar, dass wir zu klug sind, alle Trauben zu essen. Seht mal, das hat der Lehrer geschrieben. Was? Es wird immer mehr Trauben geben. Mehr bedeutet nämlich mehr. Eine 5. Minus. Aber nur weil der Lehrer es nicht versteht, heißt das nicht, dass Sie Unrecht haben. Oh nein. Dino Krawitz hat eine 1.
Ja, und was hat er geschrieben? Er hat geschrieben, weil wir groß sind. Das war meine Antwort. Ich wusste die Antwort und habe sie mir von euch ausreden lassen. Warum habe ich mich bloß bequatschen lassen? Weil die Antwort falsch ist. Mag sein, aber der Lehrer findet sie nicht falsch. Und was ist, wenn der Lehrer sich irrt? Ja. Ja, genau. Was ist, wenn der Lehrer sich irrt? Das versuche ich dauernd meinen Eltern zu erklären, aber die wollen mir nicht glauben. Wie dem auch sei, der Lehrer meint, es gebe immer genug Trauben und überhaupt immer mehr als reichlich von allem. Und ich wäre ein Radikal-Dino. Aber es wird nicht immer mehr als reichlich von allem geben. Ach, lasst mich in Ruhe. Eine 5- reicht mir. Das hat man davon, wenn man sich vom Hochzeitsessen die Hausaufgaben machen lässt. Robby, wir beide sind die letzten 2 Trauben. Nein, Appetitäffchen. Was? Deshalb findet man keine mehr von uns. Es gibt keine mehr. Wir sind die letzten Exemplare unserer Art. Aber wie ist denn das möglich? Weil wir so lecker schmecken. Aber meine Eltern werden euch morgen aufessen und dann ist eure Art für immer weg von der Speisekarte. Oh Mann, ja. Ein schwerer Schlag für Ihren Lehrer. Aber dann müsst ihr versuchen abzuhauen, euch in Sicherheit zu bringen oder sonst was. Nein, wir müssen ihn beim Aufsatz. Das ist wirklich sehr wichtig. Ja. Ihr verbringt eure letzte Nacht auf Erden. Vergesst den dämlichen Aufsatz. Die Sache ist erledigt. Ist sie nicht? Erst wenn Sie die richtige Antwort haben. Nicht vorher. Los, Robby. Versuchen Sie es nochmal. Ich versuch's. Also, warum beherrschen die Dinosaurier die Erde? Warum? Robby! Da kommt Ihr Vater. Glückwunsch zum Hochzeitstoast. Ohne eine Sekunde zu zögern, schnappt sich Dinosohn Robby die 2 Appetitäffchen und versteckt sie unter seinem Bett. Robby, her mit den Appetitäffchen. Vor ein paar Minuten waren die Appetitäffchen noch da und dann waren sie plötzlich nicht mehr da. Ich glaube, die beiden sind wohl in den Wald abgehauen. Wieso musst du mir sowas immer wieder antun, Robby? Ich krieg keine Luft mehr. Naja, wir haben alle unsere kleinen Probleme. Oh, bitte. Naja, dann sind sie eben weg. Na und? Und wenn Mama sehen könnte, wie du dich darüber aufregst, dann wüsste sie, wie gern du ihr die Appetitäffchen geschenkt hättest. Und wie sehr du sie liebst. Das ist das einzige Geschenk, das sie braucht. Und dabei bleibt's auch. Mehr wird sie nicht kriegen. Ich habe die Appetitäffchen dem Chef verkauft für sage und schreibe 73 Scheine. Du hast Mamas Hochzeitsgeschenk verkauft? Sonst hätte er mir den Kopf abgebissen. Papa, wo bleibt deine Selbstachtung? Die war leider im Preis inbegriffen. Ja. Und jetzt laufen unsere Delikatessen einfach so durch den Wald. Ich muss diese kleinen appetitlichen Tierchen unbedingt finden, bevor sie jemand einfach so und umsonst aufisst. Ja. In Ordnung, in Ordnung. Ja, sehr gut. Oh Mann, Ihr Vater scheint ja ganz schön im Stress zu sein. Und das bloß unseretwegen. Ja. Vielleicht sollten wir uns freiwillig stellen und unser Schicksal auf uns nehmen. Nein. Man kann seiner Bestimmung nicht entfliehen, Robert. Aber man kann's versuchen. Eure gesamte Gattung steht auf dem Spiel. Warum bin ich der Einzige, der für euch kämpfen will? Vielleicht, weil das Ihre Bestimmung ist. Sie scheinen einen wachen Sinn für soziale Verantwortung zu haben. Und jemand, der keine Verantwortung empfindet, bleibt ein Sklave oberflächlicher und materialistischer Ziele. Sieh mal an. Aha. Papa hat mir eine Dino-Mark versprochen, wenn ich die 2 finde. Ich bekomme eine Dino-Mark. Na, wie schön für dich. Ich gebe dir 2, wenn du die Klappe hältst. Einverstanden? Oh, wenn du mir 2 gibst, dann würde ich von Papa bestimmt 3 kriegen. Ach. Wer seid ihr? Wir sind Appetitäffchen und wer sind Sie? Ich bin das Baby, seid lieb zu mir. Das Dino-Baby krabbelt zu den 2 Äffchen aufs Bett und haut ihnen mit Freude einen Kochlöffel auf die kleinen Köpfe. Oh, freut mich, Sie kennenzulernen. Ich spiele. Die Unschuld der lieben Kinder. Der ungestüme wache Geist der Jugend. Her damit, aufgepasst, wie sowas schmeckt. Nein. Nochmal. 7, 8, 9, 10. Alles Das klar. wär's. Sowas nenne ich leicht verdiente Kohle. Ja, und jetzt machen Flugsaurier. Bis dann. Bis dann. Ach. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Im Grunde liebe ich Kinder. Hast du denn welche? Was? Na, Kinder. Hey, eure aussterbende Gattung würde weiterleben, wenn ihr ein paar Kinder bekommt. Natürlich nur, wenn einer von euch Jungs ein Mädchen ist. Ich meine, ihr seid beide appetitlich gebaut, nur weiß ich nicht, wer von euch das Weibchen sein könnte. Ich bin das Weibchen. Und warum habt ihr keine Kinder? Er hat mich nie zum Essen eingeladen. Na, dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Ihr seid ja das Essen. Um Zeit geht es dabei überhaupt nicht. Wir finden, die Welt ist nicht sicher genug, um Kinder zu bekommen. Ganz besonders so leckere Kinder. Na, vielleicht könnten wir die Welt für euch und eure Kinder etwas sicherer machen. Vor mir hatte ja niemand eine Ahnung, dass Appetitäffchen so viel Grips haben. Und das könnte ich den anderen Dinos erzählen. Sein Optimismus ist ermutigend. Aber wohl kaum berechtigt. Wem soll ich's zuerst erzählen?
Oh, wie wär's mit Ihrem Vater? Ja. Nein. Robbie, wie stehen unsere Chancen, wenn Sie nicht mal Ihren Vater überzeugen können? Genau. Ja. Tja. Dino Papa Earl streift derweil mit einem großen Netz durch den Wald und hält ungeduldig Ausschau nach unseren 2 Appetitäffchen. Und dann geschieht etwas Unerwartetes. Hallo, Appetitäffchen. Wo seid ihr, meine kleinen leckeren Freunde? Mein Boss möchte euch gern kennenlernen. Ja. Du, ich hab hier was für dich, Papa. Robbie, du hast sie gefunden. Du hast deinem Papa das Leben gerettet. Hör mal, deine Appetitäffchen sind die letzten auf der Welt. Du darfst die Richfield nicht geben, das geht nicht. Aber Robbie, er hat schon dafür bezahlt. Also gehören sie ihm. Lässt sich nicht ändern. Sie sind nicht einfach nur eine Delikatesse, nein. Sie wissen sehr viel. Mit ihnen verliert die Welt etwas sehr Wertvolles. Wieso denn? Weißt du, sie haben mir gezeigt, dass es noch andere Lebewesen gibt, die vielleicht nicht so groß wie Dinos sind, aber die trotzdem das Recht haben zu existieren. Und das glaubst du? Sie vertrauen darauf, dass wir sie retten, Papa. Beladen mit dem großen Karton, in dem unsere 2 Äffchen ängstlich kauern, macht sich Dino Papa Earl auf den Weg zum Büro seines Chefs. Vor dem Büro stellt er den Karton ab und hadert verzweifelt mit sich selbst. Ich versuche beim Chef ein paar Extrascheine für die Familie rauszuleiern und dann sowas. Mein Sohn hat dafür gesorgt, dass ich moralisches Sodbrennen hab. Wie konnte Robbie mir das bloß antun? Na, vielleicht ganz einfach deshalb, weil er an Sie glaubt. Woher willst du das wissen? Also, Sie wissen, wie viel wir ihm bedeuten. Trotzdem hat er uns ihn freiwillig gegeben. Freiwillig? Richtig. Wenn das nicht beweist, dass er Vertrauen zu Ihnen hat, weiß ich gar nichts mehr. Denken Sie darüber nach. Das rät Ihnen Ihr Essen. Sagt mal, werdet ihr Kerlchen wirklich aussterben? Ist gleich soweit. Ja. Oh ja. Jetzt muss mein Grips wohl Überstunden machen. Ich hasse sowas. Sinclair! Nun mal herein mit der Vorspeise. Hopp, hopp. Oh, weh. Na dann los, ab in den Karton mit euch. Vorsicht, nicht die Köpfe stoßen. Beeilung. Sinclair, die Wassermassen in meinem Mund laufen schon über. Ja, es tut mir leid, Chef. Ich hab beschlossen, die Appetitäffchen doch nicht zu verkaufen. Was? Hier haben Sie Ihr Geld wieder zurück. Sie fettbackiger Baumschubser, Sie haben die Nerven, mit mir nochmal um den Preis zu feilschen. Das gefällt mir. Alle Achtung! Nennen Sie mir den neuen Preis. Es gibt keinen neuen Preis. Sie sind ein Pappdino, Sinclair. Das hier sind die letzten 2 Appetitäffchen der Welt. Essen Sie die auf, dann gibt's keine mehr. Nie wieder. Tut mir leid, wenn Sie sauer sind, aber ich habe meine Entscheidung getroffen. Sauer wär ich? Nein. Ich bin überhaupt nicht sauer, kein bisschen. Ich bin bloß entsetzt. Ich hatte ja nicht den blassesten Schimmer. Dann verstehen Sie mich? Ach, ich bin zutiefst gerührt von dem entsetzlichen und maßlos traurigen Los dieser armen Geschöpfe. Aber ich werde Ihnen helfen. Ach, das wird nicht nötig sein, Chef. Ich nehme Sie mit nach Hause und mein Sohn wird sich um Sie kümmern. Naja, Ihr Sohn hat bestimmt die besten Absichten, aber er ist genau wie Sie nur ein einfaches, schlichtes Gemüt. Ihr einfachen, schlichten Gemüter habt ja in dieser Welt auch nur selten die Möglichkeit, etwas wirklich Gutes zu tun. Wer hat die schon? Mammutkonzerne. Solche wie dieser hier. Gutes geschieht auf dieser Welt nur, wenn auch der einfache kleine Dino von der Straße den machtvollen Konzernen vertraut. Wir kümmern uns um Ihre kleinen Freunde. Ist es wahr? Sowas würde die Firma wirklich tun, Chef? Dafür ist die Firma ja da. Ja, und was soll ich jetzt machen? Geben Sie mir die Äffchen. Gut gemacht, das war richtig. Kaufen Sie sich was Hübsches für Ihr Geld. Vielen lieben Dank, Chef. Als Dino Papa Earl das Büro seines Chefs verlässt, dringt das verzweifelte Schreien der Appetitäffchen in seine Ohren. Dino Papa Earl spuckte zurück und bleibt wie zur Salzsäule erstarrt stehen. Dino-Chef Richfield hat die 2 Appetitäffchen mit einem Haps verschluckt und reinigt sich schon seine gelben Dino-Zähne mit Zahnseide.
Währenddessen sitzt Dino-Sohn Robby im Kinderzimmer über seinem Aufsatz und brütet vor sich hin. Da vernimmt er plötzlich ein leises Brabbeln, das unter einem Tuch hervorzukommen scheint. Er hebt das Tuch ein Stückchen an und sein Herz macht einen Freudensprung. Unter dem Tuch sitzen 2 winzig kleine, niedliche Baby-Appetitäffchen und schauen ihn mit verträumten Augen an. Oh Mann, oh Mann. Irre. Nicht zu fassen. Wahnsinn. Robby. Komm her, Papa. Sieh dir das mal an. Bist du der Papa? Ja. Das verspreche ich dir. Und dann, am Hochzeitstag der Dino-Eltern, sitzt die gesamte Dino-Familie im Wohnzimmer und verwöhnt die 2 Baby-Appetitäffchen, die sie nun auf gar keinen Fall mehr verspeisen wollen. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Babys. Dino stark. Sind sie nicht süß?